Wunderschöne guten Abend. Hier ist Television Stesel mit der Emission vom 20. April 2017. Als nächster Beitrag feiert es an den Centre de Loisirs Norbert Melcher, wo auch dieses Jahr Damikal Stesel ihre Salon du Vin aufgehalten hat. Bon, ich begrüße dich dann nicht wie alle Jahre bei diesem Wein Damikal 2017, wo wir dann noch das Jahr 27 Fenster haben, mit engem, den noch Foie Gras verkauft, und noch Olivenöl. Aber wie alle Jahre wird man dann noch als Leute nicht kulinarisch verbinden, wo man freitagsabends muss au Jambon haben, und mit einer Pintat au Riesling. Und mittwochs, wenn wir letzte Abend haben, Gätebohnen, Sauermaus mit gebotschten Grumpen, Kniddeln. Und dann als ein traditionelles Menü von Sonntags, den dann ein Escalope Crème Champignon ist. Und damit wird man dann noch hoffentlich große Success haben in 2017. Und ich werde mich freuen, 2018 können zu begrüßen. Vielleicht sehen wir so hier am Centre de Loisirs Norbert Melcher. Grüß Gott in Stenzel. Wir freuen uns wieder, dass wir aus Österreich hier sein können. Schönes Wetter ist, schön organisiert hier in Stenzel. Es wird wieder sicher drei schöne Tage werden. Gute Weine haben wir auch mitgebracht und alles sind wir hier schon sehr freudig erwartend. Dankeschön. Wir kommen aus Deutschland, wir sind Weingut Stettler, bei Bernd Kassel-Kues Lisa, auf der Mosel. Und wir sind ein Winzer mit 15 Hektar. Wir fanden hier natürlich Riesling, Königin von den Weißweinen sowieso. Wir gehen aber auch rüber bis an die Roséweine. Wir fanden einen ganz großen Gamm von Cremoen bis eben Rosé-Cremoen. Und dann natürlich auch für uns Seeschnute, sie bei uns auch willkommen. Aber wenn da mal bei uns ein Profilbacher kommen, kommt Lunch mit einem kleinen Hotel. Das Ganze fand ihr natürlich im Internet www.topwein.de. Gleich 4 Stesler Fotografen hatten an die Galerie am Dorf op eine Vernissage invitiert. Liebe Artisten, liebe Inviteren, schönen guten Abend und herzlich willkommen an der Galerie. Nach einer langen Winterpause haben wir dann heute Abend eine Menge Ausstellungen in der Galerie und auch noch 4 Stesler Wattbierger, das mich besonders freut. Monique und Jean-Paul Schmidt, Michel Junior und Roland Schockweiler. Sie sind nicht für die Steuer der Galerie, also nicht unbekannt. Sie sind auch dabei, wenn du in einem Park Klaver die Flottausstellung, was ich meine alle 2 Jahre, aber wesentlich zur Verschönerung vom Park, was aus sich schon eine flotte Sieders beiträgt. Das ist natürlich nicht einfach, wenn ein Künstler schon 2-3 Mal präsentiert wird, da lebt die Gefahr, sich zu wiederholen.
Die 4 Fotografen betonen, dass sie nicht Fotosclub sind, mehr einfach 4 begeisterte Hobbyfotografen, die sich über Hobby und Fotografie kennen und Schätze gelehrt haben und so zusammen eine Ausstellung zusammengestaltet haben. Fjord. Ja. Und der Fjord ist 40 Kilometer lang und du bist kein Wasser mehr. Ein Eisbierchen bis zu 1000 Meter hoch sind die. Und das ist nicht viel nur dabei zu kommen, weil ich komme dauernd Stöcker. Selbstverständlich sind wir froh, dass es zu viel hergekommen sind für die flotte Ausstellung, die hier präsentiert wird, zu bewundern. Vielleicht die hier sind, die beweisen und Beweis für Sympathie, für Anerkennung für die Künstler, die hier ausgestellt werden. Der Gemeng, dem Syndikat und der Kulturkommission merci, so dass wir die Ausstellung können organisieren. Ich denke, das ist nicht überall Chance, dass eine flotte Galerie so flotte Karte für Villa können zu weisen. Dafür ein ganz großes Merci, auch Merci im Gemeng für die Nähe rein, und ein großes Merci und ich alle Guten, dass er spricht, mit der Not auf der Vernissage kommt. Merci. Anlässlich der Generalversammlung vun der Orly de Force gouf am Vierfeld eng Mass mat uschlesender Blumenniederlegung beim Monument aux Morts aufgehalen.
aber nach das Monument sehen haut auf diesem Dach, wo man besonders schön nice am Krieg gefallen Jungen denken. Wir denken aber auch an all die, die in den letzten Jahren gestorben sind. Den Herrgott soll sie als ein Reich, als ein Himmlisch, als ein Fried abholen. Wir wollen für sie beten, aber wir wollen, dass sie schon nicht vergessen. Wir wollen sagen, in Sinne noch ein das Monument sehen. Und von Pap, und sagen, auf dem Heilige Geist, Amen. Gott am Frieden von unser Herr. Amen. Wie gewinnt wir auch einen kulturellen Teil an unseren Emissionen. Als erstes gehen wir an Kulturhaus auf den Abend mit der Artistin Karin Melchert. Und dann machen wir dann den Sprung an den Kultursaal, wo wir dem Jai Schilz nachlauschen. In der einen Hand hielt ich ein Marmeladenbrötchen, mit der anderen betätigte ich die Kaffeemaschine. Mit den wenigen Gehirnzellen, die mir zur Verfügung standen, formulierte ich den Satz: Weil ich keinen Bock auf seine Kumpels habe und da, wo er hingeht, ist es langweilig. Aber er ist doch so ein netter Kerl. Er hat eine gute und gut bezahlte und sichere Stelle auf dem Amt, ist zuverlässig. So langsam dämmerte mir, woher der Wind wehte. Ich war 21 und befand mich im heiratsfähigen Alter. Zumindest war meine Familie dieser Meinung. Vergiss es, ich ließ den Rest meines Kaffees in der Küche stehen, nahm die übrig gebliebene Hälfte meines Frühstücksbrötchen und verzog mich nach oben in mein Zimmer. Mit Erwin ausgehen wäre wirklich das allerletzte. Erwin war mein Kumpel, mein Arbeitskollege und mein Chauffeur. Er nahm mich regelmäßig in seinem grünen Kadett mit zur Arbeit aufs Amt nach Trier. War er attraktiv? Ich konnte es nicht sagen. Ich hatte ihn bisher immer mit demselben Blick bedacht, mit dem ich auch den Besenschrank in unserer Küche betrachtete. Er fiel mir nicht auf. Erwin war der typische Durchschnittsmensch. Mittlere Größe, mittelmäßige Figur, kastanienbraune bis aschblonde Haare. Seine Frisur, sofern man sie als solche bezeichnen konnte, sah permanent friseurreif aus. Ich stand auf ausgefallenere Typen. Nur die waren leider rar gesät, zumindest da, wo ich herkam. So war ich die meiste Zeit Single, solo und allein. He tried to kiss me at a party. He was a sophomore in school. He said he loved me, so I gave in I was a fool. 'Cause soon thereafter I detected that I was not the only one. I felt betrayed, I felt neglected, but still the story's going on. Guys are sweet like chocolate candy if you keep them on a string. They will treat you nice and friendly
until you give it to their thing, yeah. Guys are sweet like chocolate candy, until you give your heart away, then they will turn around and cheat you, so never trust a word they say. When he first told me that he loved me, my heart skipped more than just a beat. I thought his love would last forever. This guy had knocked me off my feet. He left me to attend a wedding. When I found out, I was enraged, because I learned he had forgotten to tell me that he was engaged. Guys are sweet like chocolate candy, if you keep them on a string. They will treat you nice, they're friendly, until you give in to their thing, yeah, yeah. Guys are sweet like chocolate candy, until you give your heart away, then they will turn around and cheat you, so never trust a word they say. When I grew older, I got wiser. Now all I do is rendezvous. If I pick up a womanizer, I never tell him I love you. Then he will treat me like a diamond, until I dump him for a dime. And if he asks me for the reason, I tell him, listen to my rhyme. I don't melt like chocolate candy, and I'm no puppet on a string. You can treat me nice and friendly, I won't give it to your thing. No, no, I don't melt like chocolate candy, and I don't give my heart away. You may be kind of cool and dandy, but I don't trust a word you say. No, I don't trust a word you say. Über den Tipp könnte ich mich stundenlang abbrechen. So funktioniert Vergessen. Am Geschichtsunterricht nicht abgepasst oder wer. 74 Jahre hat halb Europa so ausgesehen wie heute Aleppo. Da spielt Menschsinn keine Rolle mehr. Aber mir geheim als Menschlichkeit, der weiß, dass so wie kein Englisch dafür unter Schlang zu zittern. Versichert Schlang vom Terrorismus, mit Unmenschlichkeit zu bekämpfen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Terrorismus als eine Idee. Ein schlecht, natürlich. An dem bekämpft den, an dem sie hier den Nährboden zieht, an sie obsolet nicht, an dem sie bombardiert. Es kann ich keine Idee bombardieren. Sieht den Hagen Räder. Das, wie wenn ich probiere, gebe mit einem Hummer, mit einem dicken Hummer, ein Mustik für die zu schlug. Ne? Überall, es kriegen sie zwar nicht, mit den anderen Tagen seit Schlafzimmer irgendwie scheiße aus. Wir haben hier beigefroht. Wie eine Handgranate sollen uns zu Paris, am Bataclan oder zu Brezel am Flughafen explodieren sind. Deutscher, Französischer, Belgischer, Italienischer, Englischer, Amerikanischer vielleicht. Okay, Russischer, todsicher natürlich. Wie weiß das schon? Und übrigens, wir sind auch alle gute Potenzialterroristen, oder nicht? Alle gut sind wir Terroristen. Also, okay, wenn ich empfinde, weil ich da muss durch die Kontrolle, komme ich mal wie ein Schwerverbrecher für. Die ganze Zeit und die Angst, hol ich nicht etwas bei mir, weil ich nicht der erfunden. So ein Typ Zahnpasta. Wen geht denn du zum Terrorist? Gehe ich mal dann den Kopf wieder so zum Pilot, wenn es mich lohnt, du an den Türm rauflitzt, dann verschlecht der Zahn, oder was? Also dir ist schon abgefallen, bei der Kontrolle, da steht immer so ein Deckel dabei. Die guckt, ich rieche dann da. Die waren so, das kriege ich nicht.
Und ich kriege dann immer Panik, total Panik. Und ich Handgranaten aus dem Klänge singen im Rucksack hinausgekommen. Hört den nicht noch einen starken Dynamit aus seinem Pätzchen. Und die vier drunten, dem ist kein guten Eindruck. Was hört den als Sänger tut? Was schweißt den so an seinem Berg? Ich denke, Mann, überall, lauern sie. Was ist die Konklusion von all dem? Ich habe an der Leiche ein bisschen viel nachgedacht, wenn ich so Kabarettsprogramm, muss ich so zu wissen, ich kriege zwei kommen. Ich habe über Freiheit am Allgemeinen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, was weiß ich. Über all die Freiheiten, die es so gibt. Nachgedacht, als könnte ich eine furchtbare Konklusion. Freiheit, egal wer, als ganz einfach, auf viel und allem auch recht, dumm und blöd zu sein. Das ihr recht, das kann kein Mensch verwirren. Gedanken sind frei, Dummheit leider auf jeden allem auch. Aber wenn ich sage, eben Dummheit öffentlich zur Schau stelle, zum Beispiel am Internet, an Kommentaren, als sonst überall, wo es geht, ohne dass die nicht gefragt wird, dann ist das meinungsfrei. Ein Blankoscheck für egal was zu zählen, damit muss ich sich auffangen, das ist die große intellektuelle Herausforderung von unserer Zeit. Ein Beispiel, wenn die Regierung die Steuerreform vorgestellt wird, hat den auf RTL gepostet, es gibt einmal Höchstzeit, dass Politiker, also Deputierte, der Minister, auch endlich mal für Steuern bezahlen. Ja, das gibt Zeit, ja. Das bleibt nicht lange durchstehen. Du hast keinen Journalist, den du hingeht, der schreibt, man Moment mal, du Pro, die bezahlen noch Steuern. Wahrscheinlich wissen sie das bei RTL auch nicht besser. Gib mich nicht wundern. Da bleibt dann einfach durchstehen. Da kommen andere Kommentare. Na, du sagen wir mal reich, die müssen auf Rom und Stein. Frei, das recht, blöd zu sein. Und ich werde das nicht mehr kompliziert wie das. Aber dann gilt auf der anderen Seite, darauf auch die Recht oder die Freiheit, das in die Menschen zu fangen. Also es ging all den Blödsinn auf der Welt zu wehren, oder nicht? Freiheit, wir sind wel so frei, dass man muss aufpassen, dass nicht geschwind jemand könnt, den aus die Freiheit weghält, für das wir sie nicht verlieren. Aber für was muss man uns das alles gefallen? Was verhindert Verbrede von Dummheit auf den? Vernunft der Verstand, Bildung als Kulturgut, nicht ein Luxus. Das ist natürlich anstrengend. Facebook ist mir einfach. Es steht nicht für nichts auf einem Buch, Warnung wie auf einem Medikament. Lesen gefährdet ihre Dummheit. Oder wie so der Pierre Desproges ja, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture de crâne. Das letzte ich mich gefragt, wie weit ich das hier eigentlich mache. Das ist ein gut froh. Wir werden bei den Bühnen klammen, nachdem ich mal wochenlang gehabt gemacht und werde ich eigentlich so den sinnlichen Leuten erzählen, die anscheinend mit ihrer wertvoller Zeit auch sonst nicht unzufangen wissen, wie einen Ofen der Menge Gesellschaft zu verbringen, an einer Not zu lauschen. Tja, aber wenn ich mich will wehren gegen all das, was du da wärst, weil ich das nicht will. Ich will nicht an einer Gesellschaft leben, an der keiner nur den anderen guckt, an der Gier, an Neid, an Dummheit regieren, aber wo dem anderen sein Teufel ist. Aber vielleicht wird auch den einen oder anderen von ihr sich matt werden. An den einen oder anderen von ihr überzeugt dann nicht den einen oder anderen sich zu wehren, und so weiter und so fort. An irgendwann wäre man zu viel. Das gebe ich cool von. Aber wenn das nicht denkt, bon, da kann ich immer noch so ein enges Tages von einem von mir kann mich fragen, was ich Bratler nicht gemerkt und für zu verhindern, dass sie an der möchte, muss sie für die erste Generation in ihnen durchgesagt wird. Da kann ich immer noch so immer ich habe Kabarett gespielt. An dir könnt kann den Entree-Ticket von den neuen Weisen so, ich war am Kabarett. Ich war an der Resistenz. Die Damen und Herren, lieber schlecht gewisse Figur geht. Entschuldigt, dass ich nicht über Politik gesagt habe. Ich denke, merci, aber dass er trotzdem kommt, auf Ihren Namen bleiben sind. Schön.
Dat war als Emission vom 20. April 2017. Ich so nicht merci für no gucken, a mir gesinn als den 5. Mai mit einer neuen Emission.